Bereit oder nicht? Es geht weiter hier bei Twilight Princess HD im Hero-Modus, immer noch unterwegs. Und ja, uns fehlen ja immer noch, nur noch 5 Stempel. Und wobei einen, ja, den letzten sowieso, sobald wir halt soweit sind, die restlichen haben. Die Frage ist allerdings, wo zum Henker sind die anderen Stempel hier? Ich meine, nach Herzcontainern zum Beispiel. Was folgt hier noch alles? Wir haben 4-mal Mintner, okay. Wir haben einmal eine Tante, dann natürlich noch 4-mal Zelda. Mal so überlegt, wa? 4 davon, 4 hiervon. Ist schon ein bisschen, ein bisschen auffällig. Ist es vielleicht ein Zeichen dafür, dass es Link auch 4-mal gibt? Wer weiß. Kann man ganz kurz noch am Durchgehen hier, dass echt so sein könnte, von wegen Zelda, ist hier nur 4-mal vertreten zum Beispiel, und dann natürlich auch das gleiche nach, wobei ich sehe gerade, es geht nach Link als Wolf, da klingt auch immer ganz gut. Das Huhn haben wir bereits, kannst du mal alle, ja, machen wir alle diejenigen abgehen, die halt kein Buchstabe sind, von dem her, so sind es gar nicht. Das haben wir alles. Das Huhn habe ich, Agnete habe ich. Okay, dann kommt die Schatztruhe haben wir auch. Link als Wolf. Haben wir noch nicht. Link, Wolf, wo bist du? Komm zu uns! Link, Wolf. Wolf-Link? Egal. Wolf-Link. Nördlich von Fayon, Hyrule-Ebene. Okay, das ist ja auch, egal ob Spiegelverkehr oder nicht, es muss hier sein. Und dann noch von Fire. Das ist aber noch nicht die Ebene. Hier. Hä? Verarschen? Gehen wir mal hier in Kakariko-Tal. Bin ich schnell im Fallroom-Gebiet. Ja, davon, okay. Wie sieht's denn aus? Wie finde ich diese? Oh nee, wieder mal das Typische. Als Wolf eingraben. Ja, ist ja klar. Also dann. Kuckuck. Servus. Das war's schon? Schade. Was ein bisschen sehr schnell. Ah, da ist noch einer. Guck mal ihn an. Hasta la vista, Baby. Oh, er lebt noch. Tschüss. Keins ab für euch. Ist mir zu doof. Hey du! Volltrottel! Das hat er gehört. So, was steht hier? Südöstlich, heißt in meinem Fall also südwestlich. Wegen Heldenmodus, Spiegelverkehr und so weiter. Was willst denn du schon wieder? Ja, gut, da wird aber keine... Bisschen auffällig im Kreis, wa? Haben auch gerade Leute... Es ist schon die Hyrule-Ebene. Bei Favoni ist er eigentlich hier unten, ne? Also hier stimmt's. Und südwestlich in meinem Fall müsste eigentlich hier sein. Beziehungsweise da oben vielleicht noch. Jo, da sind wir auch schon. Schon ist gut, wa? Das ist alles, sehr gut. Dann halt. Das war echte Schleimgelee. Egal. Du lebst immer noch. Ja, geil. Hat's ja voll gebracht, wa? Und es ist Stempelink. Ja, Mann. Sieht noch cool aus, wa? So, wir waren es bereits 46. Wo ist Wolf-Link denn vertreten? Hier ist er. Wolf-Link. Cool.
Gut, das ist aber schon der letzte in der Reihe. Naja, schlecht ist das nicht unbedingt. Der nächste hier in der Anordnung wäre Link wütend. Link überrascht. Was, Link kann wütend sein? Halt für ein Gerücht. Westler von Hyrule-Stadt. Oh nö, da waren wir gerade. Also in meinem Fall natürlich Östloch. Hä? Kann gar nicht sein. Waren wir in der letzten Folge schon. Und da ist man relativ häufig. Was mengt man da? Hä? Nein, das ist eine Truhe, verdammt! Egal, ist eine kleine, da ein Zwacken drin. Ein 20er, wenn überhaupt. Verdammt, ein paar Pfeile. Egal. Porten. Warpen. Ich sehe das Gleiche. Also, wie war es schon wieder? Link wütend. Westler von Hyrule-Stadt, in meinem Fall also östlich. Hyrule-Ebene. Mhm. Ach, nicht schon wieder als Wolf. Meine Fresse. Obwohl, ich muss zuerst... Ah, okay. Ich brauche erstmal einen Greifhaken. So. Also, ich bin ja hier. Dann heißt es hier, Wessel an höherem Vorsprung suchen. Einfach also... Ah, ja. Natürlich, ich kenne den Ort. Ich kenne den Ort da oben. Ich dachte, war das schon mal? Das ist bloß meine Fantasie. Weil beim Original... Du Weg war häufiger hier oben. Also häufiger, sicher etwa 2-3 Mal. Oh. Aha, ja gut, ich habe jetzt den Sack geholt und der Rest ist mir ziemlich egal, wie es aussieht, wa? Na gut, sorry, aber das war so offensiv, aber natürlich gar kein Gespür. Oh, scheiße. Uah. Aha, ja, das ist natürlich fies. Also gerade, hey, ich bin doch hier in Sicherheit. Oh, scheiße. Ja. That's a... Okay, der ist aber fies. Das war die falsche Taste. Das war doch jetzt aber sehr fies. Gut, das Spiel verarscht mich heute. Ja, warum denn nicht? Mit mir kann man es ja machen. Immer auf die Schweizer. Das ist eine bodenlose Frechheit. Gott, verdeckelt sich dann mal. So. Bisschen geflucht Schweizerdeutsch. Weiter geht's. Ich wollte gerade transformen. Wow, Alter, da kommt sogar durch die Ding durch auf einmal. Gab's echt? Nö. Ich bin ein Panzer. Tschüss, Mann. Mich verarscht hier keiner. Jo, heute bin ich ein bisschen brutal drauf. So viel dazu. Truhe her. Warum ist die Truhe da unten? Verwirrung. Ernsthaft? Hier ist nichts. Ja. Meine Güte. Kann vielleicht ab und zu mal so ein Krug. Es muss ja keine Herzen sein. Es ist ja logisch. Aber vielleicht mal ein paar Pfeile oder so etwas ähnliches. Großzügiges natürlich nicht. Egal. Holen wir unseren wütenden Link. Wieso wütend? Das sieht aus wie ein anderes spielen. Als normaler Link. Egal. Das war also der hier. Dann Herzteil haben wir. Mit einer traurig. Haben wir auch. Mit einer überrascht. Haben wir ebenfalls. Das wird jetzt langsam interessanter. Zelda überrascht. Haben wir. Maromart. Haben wir. Link traurig. Was, Link kann traurig sein? Und Link fröhlich. Ja, sind ja echt noch 4. Normale Links plus Wolf Link und dann natürlich hier der letzte. Okay, okay. Ja, ich weiß, wird es anders noch fehlen.
Link traurig und Link fröhlich. Fröhlich auf der Ordenweide. Interessant. Wir gehen doch tagsüber auf die Ordenweide. Okay. Muss mal gucken, dass ich den richtigen Zeitpunkt erwische. Sonst muss ich ihn noch irgendwie... Ja. Das Ganze gut abtimen. Oh, mit dir, Linky Boy. Wir haben es eh noch Nacht, wa? Okay. Wir haben es noch Nacht, das heißt, wir machen erstmal Link traurig, südlich von Eldinbrücke. Gut, südlich ist auch Spielverkehr natürlich noch südlich. Außer als wäre die andere Seite, aber ist ein anderes Thema. Was? Eldinbrücke? Wo ist denn Eldinbrücke schon wieder? Moment mal, also Todesberg. Ja, so doof bin ich jetzt auch wieder nicht. Das war aber keine Brücke in diesem Sinne. Die Eldin? Das ist doch die Eldinbrücke hier. Ach so. Nee, Moment mal. Hä? Ah, hier. Hä, aber... Da haben wir schon mal. Die auf der Grasfläche als dunkler Fleck erkennbar ist. Schon wieder, im letzten Part schon. Überall nur dunkle Flecke, wa? Oh, die Spaßbremsen schon wieder. Ah, hab schon gefunden. Irgendwie, wenn man es weiß, ziemlich auffällig, war. So schnell das ist. Okay, also ich meine, die Truhe ist ja da. Gibt also keinen Grund, wieso ich mich mit dem Viechern hier beschäftigen sollte. Killen kann ich sowieso nicht. Ein Pfeilen, klar, ich habe keinen Pfeil, das Problem. Ja, knabbert ruhig ein bisschen. Liegt traurig, wieso? Ich hab Schmerzen. Danke, Link, die habe ich auch. Was sind ja Bombenfische da? Tschüss, Mann. Link sagt gute Nacht. Sehr gut. Finden noch eine. Link fröhlich, Ordenweide, gar kein Problem. Andererseits... Das dauert doch wieder mal. Epona bist gerade irgendwo in der Nähe. Wow. Exzellent parkiert, Epona. Ja, komm, mach hin, du Gaul. Ah. Was für ein Stress wieder mal, wa? Uah! Nein! Ja, Epona, schöner Schweif! Etwas Schwanz gesagt. Ja gut, der auch nicht, aber... Ja, wieso? Man sieht ihn gar nicht, so. Er ist unsichtbar. Oh Gott, seid ihr nervig. Kein Durchkommen für euch, ihr seid nicht eingeladen. Haha. Er kommt nicht rüber. Haha. Wieso eigentlich nicht? Geheimes Abkommen oder was? Vielleicht werden sie von den hyruleanischen Wachen abgeschossen. Wer weiß das schon. So. Also Problem ist, letzte Truhe. Letzte Truhe sage ich schon. Im Prinzip der zweitletzte Stempel. Yeah. Geil. Kann ich nur holen, wenn es tagsüber ist. Das dauert noch ein bisschen, deswegen... Ja.
Blank ziehen. Ja, die okkulten Künste sind schon cool. Ja, deswegen gehen wir mal ganz kurz noch ein bisschen einkaufen. Muss ich ohnehin noch machen, ob ich es jetzt offscreen mache oder onscreen. Spielt von dem her auch keine Rolle. Okay, daraus wird schon Tag. Gehen wir, denke ich mal, in den Maru-Markt, wa? So, ein bisschen teurer dort. Was soll's. Flaschen sind noch voll, okay. Wir können nachher mal kurz bei einer Fee vorbeigehen. Der Maru-Markt, 24 Stunden am Tag geöffnet, nur für Sie. Kauf was, kauf was, kauf was. Jo, Mann, was geht ab? So, noch ein bisschen genug Kohle, von dem her gar kein Problem. 10 Pfeile. Wir sind natürlich 99 habe. Ne, sind 100. Das muss langsam mal sein. So, genau. Wasserbomben. Aha. Gar kein Problem, so. Yeah, Mann, yeah, Mann. Du, 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 lululu, lalala, yeah, 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 wir sind wieder voll. Du, 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 du. Ja, lassen wir mal. Dankeschön. Tschüss, Mann. So, und jetzt? Ich würde sagen, jetzt wird es Zeit für ein bisschen Porten. Wie sieht es von der Zeit aus? Ja, für einen Stempel und Let's kriegen wir so. Reicht auch locker. Locker vom Hocker. Mit Part 97, wa? Dann hoffentlich noch 2 Abschlussparts. Kommen zwar nicht auf die goldene 100, aber hey. Ich finde 99 Parts ist eigentlich auch eine schöne Zahl. War ein bisschen im Kontrast mit 100 Pfeilen. Aber ist ein anderes Thema. Okay. Wappen. Ordonweide. Wie komme ich eigentlich hier? Wenn ich ganz runter gehe. Da ist ja die Ordonquelle. Ja. Ist natürlich alles bekannt. Ich überlege nur gerade. Weil die Fee müssen jetzt eigentlich auch hier sein. Die wir vor etwa 2, 3, 4, weil ich glaube die ersten waren es, während bei der 4 Folgen mit keiner Frage gespielt haben. Jo! Dankeschön! Wow, wow. Wieso muss ich das eigentlich tagsüber machen? Kapiere ich gerade nicht. Hier steht, begebt er tagsüber auf die Ordenweide und sucht in der Ziegenscheune nach einer versteckten Grotte. Mit. Ich komme hier hoch? Ich wollte gerade sagen. Haben wir noch nie versucht. Warte mal. In der Ziegenscheune. Ist ja gar nicht Tag. Sieht bloß aus. Ja, da kommen wir trotzdem rein. In Ziegenscheune kann ich reingehen? Das ist mir neu. Aha. So, einmal das auch geklärt. Die Frage ist ja bloß, weil in Städten oder bewegt sich nicht der Mond, wa? Nö, ich hab vergeigt. Warpen. Ja, jetzt ein bisschen doof, wir wissen's. Wir haben kurz im Geruderwüste. Ich habe das Gefühl, er geht jetzt ein bisschen schneller voran. Kann natürlich auch nur mein Gefühl sein. Ein trügerisches Gefühl. Trügerisch vor allem. Wuff. Es soll Tag werden. Yeah!
Wir sind die auserwählten Helden. Junge, Skyward Sword. Wie viel Zeit ist da wohl... Da hat er gerade echt über eine Geisterseele. Da hat er gerade so, hä, spinne ich jetzt? Kann gar nicht sein. Also wie viel Zeit ist wohl ingame technisch vergangen seit Skyward Sword und Twilight Princess? Muss ja schon eine Menge sein. Alter, du Arsch, wer der ist voll geheilt. Wenn man es mal so überlegt. Was alles dazwischen kam. Angeblich, vor allem ja. Der Minish Cap, Four Swords noch. Natürlich Ocarina of Time. Majora's, gut, zwischen Ocarina of Time und Majora's Mask war kaum Zeit vergangen. Trotzdem. Und dann natürlich bis zu Twilight Princess. Aber Ganondorf, der ist ja der gleiche wie aus Ocarina of Time. Okay, so langsam Tag. Tja, und bald kommt ja auch schon Breath of the Wild, wo er noch gar keine Ahnung hat, wie soll man das Spiel überhaupt eingliedern. Ich wollte jetzt sagen, nicht direkt runter, nee. Weil, naja, so geil das Spiel ja auch aussieht und so und... Die ganzen Andeutungen vor allem auch auf Skyward Sword, wegen Göttin Hylia und dann die vermehrten Anspielungen auf die Sheikah. Endlich mal vermehrt die Sheikah. Wir haben sonst mit den Sheikas praktisch nie was zu tun gehabt. Jetzt plötzlich, ja, Sheikah, was man alles mit dem machen kann, wie viel man davon treffen kann. Nein, alles geheimnisvoll, aber irgendwie auch die Crocs, die man ja eigentlich, ja, so gesehen nur aus The Wind Waker kennt. Und das Ganze dann auch, ja, Ganon kommt ja wieder vor, typisch, muss irgendwie vor allem bei den großen 3D-Zeldas dabei sein. Aber wie passt das zusammen? Es müsste theoretisch dann vor The Wind Waker spielen oder nachher, also muss er in der Timeline sein in den Crocs. Aber es geht eigentlich nicht, außer irgendwie Hallo wurde wieder, oh, Pfeile, ganz toll. Außer halt Hallo wäre nicht mehr unter Meeresboden versunken, da wäre natürlich eine Variante, so ist am Schluss in The Wind Waker ja war. Aber vorher geht es rein technisch oder logisch betrachtet gar nicht. Das wäre dann der Zeitpunkt zwischen Ocarina of Time und The Wind Waker. Da war Ganondorf jetzt zuerst mal eingesperrt, da ist ja klar. Im Heiligen Reich und danach wurde er, also hat er sich, weil er das Schweif aus der Kraft noch hatte, kann er sich befreien. Okay, soweit alles cool, oder soweit zumindest mal alles korrekt. Und dann kam der Wind Waker, also, ne, es war quasi noch die Vor-Wind Waker-Ära. Einfach halt die Ära, wo es keinen Link gab, keinen Auserwählten, aber Ganondorf bereits alles verwüsten wollte. Und da war ja der Zeitpunkt, wo, ja, die Göttinnen halt, die Hylianer, ich wollte gerade sagen, Hyruleaner, die Hylianer halt angehört, also ihr Flehen angehört haben und ganz Hyrule versenkt haben. Okay, da gab es gar keinen Zeitpunkt, wo irgendwie noch Breath of the Wild spielen könnt. Es muss ja danach sein und eine komplett andere Timeline. Weil man theoretisch die Crocs... Die Crocs sind Nachfahren der Kokiri. Wegen dem Deku-Baum, also Sport des Deku-Baums und so weiter. Hier in Twilight Prince gibt es ja auch keine Kokiris mehr. Könnte vielleicht trotzdem das Ganze nach The Wind Waker spielen, im Sinne von, dass der Fluch des Waldtempels doch noch irgendwie gebrochen wurde, vielleicht erst jetzt, wo Gandalf halt wirklich dann tot ist nach The Wind Waker, nach Twilight Princess halt. Und es so dann möglich wäre, dass das Spross des Deku-Baums aus Ocarina of Time, Zukunftsebene halt, sprießen kann und, ja, es halt doch noch Kokiris und Nachfahren gab, aber so halt doch noch die Crocs entstanden sind. Ein bisschen weit hergeholt vorhin, ich weiß, aber es sind halt so Dinge, die man sich halt so ein bisschen überlegt, wa? Ich kann echt rein. Ich war ja noch nie drin, Freunde, ganz ehrlich. Toll. Ich soll mich in den Wolf verwandeln, er ist hier. Da geht's trotzdem irgendwie. Okay, bleibt halt da. Ich war nie hier, wieder im Originalspiel, jetzt noch jetzt. Oh, scheiße. Ah!
Also nette Begrüßung. Viele Rubis. Komm schon, Link, leck es auf. Leck es auf. Er will nicht lecken. Dann leck mir doch. Ja, ziehen noch viele davon. Muss er den in bestimmten Reihenfolge anzünden oder was? Nö. Und Leute, wie sieht es aus? Wir haben Stempel Nummer 49. Einfach so. Lalala. Das Lohn für das Sammeln von 49 Stempeln erhältst du hiermit einen ganz speziellen Stempel. Das war's. Einfach so, nichts weiter, einfach so, ja, wieso? Weil, ja, wir haben es irgendwie verpeilt und so. Wir dachten, Varamina-Stempel wäre geil, aber wann soll die uns den geben? Geht ja gar nicht. Und deswegen so, ja gut, dann kriegt Link einfach mal so, als Belohnung quasi, ist doch geil. Ich meine, die andere Variante wäre, ja, du musst das Spiel nochmal durchspielen und so, klar. Das Spiel nochmal Endboss und so weiter machen. Und dann kriegst du von mir nochmal den letzten der Stempel. Wäre irgendwie auch doof, wa? Gut. Ja, würde mal sagen, Leute, mal vielen Dank fürs Zusehen hier bei The Wind Waker HD. Das war's mit den Stempeln. Wir haben wieder mal ein weiteres Kapitel des Spiels erfolgreich abschließen können, vor allem nach so langer Zeit wieder mal. Und endlich natürlich, 50 von 50, geil. Auch hier 60 von 60, alle Herzcontainer sowieso, der Köcher ist auch voll. Jetzt, es ist wie folgt, Maxi-Geldbörsen und so weiter und so fort, man kennt es ja, Schattenhöhle. Da fehlt noch was. Die Schattenhöhle werde ich nochmal versuchen. Wenn es klappt, ich mache es mal so, ich nehme das Ganze mal wie gewohnt im Hintergrund auf, ich zocke ein bisschen, nehme es im Hintergrund auf. Wenn ich es schaffe, das Item dort zu kriegen, sprich die Schattenhöhle durchzuspielen, werde ich es noch nachsynchronisieren und dann folgt das als nächster Part. Wenn ich es aber nicht schaffe, sage ich mir, okay, scheiß drauf, habe keinen Bock mehr drauf, dann machen wir etwas anderes und werden noch die restlichen 1, 2, maximal 3 Parts, also 100 Parts hat das Projekt maximal, mir sowieso nicht. Wenn wir noch ein bisschen angeln gehen, ich glaube, da gibt es noch ein paar Fische, die man irgendwie zeigen könnte. Und ansonsten würde ich halt sagen, falls es doch klappt, wie ich es mir hoffe, nächste Folge Schattenhöhle, Abschluss, von dem her, aber denk mal, einen kompletten Run halt zeigen, von Anfang bis Schluss, was man alles noch mal irgendwie holen kann oder halt vielleicht dann nur die Best-ofs mal schauen. Plus eben das letzte Item, dann gehen wir nochmal angeln. Nochmal. Ja doch, nochmal kann man so sagen. Weil, ja, wenn man es halt ganz genau nimmt mit dem Fangbuch, wir haben hier bloß 2 Stück und man sieht zum Platz her, es fehlen noch ein paar. Und die könnte man mal noch theoretisch versuchen. So als kleinen Ausklang für das Let's Play. Ja, in diesem Sinne nochmal, danke fürs Zusehen und bis zu... Ich wollte gerade sagen, irgendwie... Ja, scheiße, wir wollen nochmal die große Wirbeltag zum Schluss präsentieren, geht natürlich nicht. Weil Baum. Wenn wir mit dem Herzen abgezogen haben, die Arschgeigen. Komm schon, großer Abschluss. Muss sein. Alle Stempel, nein. Die meisten waren echt einfach so als Wolf irgendwo einbuddeln und dann kriegst du sie fertig. Naja, kann man ja machen. Ah, der hat mich so Trottel. Ja, die riesenfette Mega-Wirbelattacke! So muss das gehen, Freunde. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal in der Schattenhöhle mit dem letzten Upgrade. Ansonsten halt sehen wir uns beim Angeln. Link schon mal ausrüsten. Man weiß ja nie. Angeln. Yeah. Ich angel nach Feen. Nee, das wäre ziemlich hirnverbrannt. Ja, denkt sich Link gerade auch so. Was erzählt er für ein Quatsch, denkt sich Link. Mensch, jetzt gibt Michael Bender endlich mal ein Part. Ja, ist gut, ich beende schon. Bis dahin. Was siehst du da, Link? Hä? Link? Alles klar?
der verarscht mich. Link, geht doch. Bis dahin, tschüss.